Kapitel 10 Kraftvolle Gebete. Ich glaube daran, dass ich unter Gottes gewaltigem Segen stehe. Ich erwarte eine plötzliche, umfassende und explosionsartige Steigerung seines Segens. Ich will die unvergleichliche Größe und Gunst Gottes erleben, die mich in ein neues Level meines Glaubenslebens führen wird. Ab heute bin ich bereit für explosiven Segen in meinem Leben. Mach dich bereit. Dort, wo du jetzt bist, ist nicht deine Endstation. Gott will keinen Stillstand für dein Leben, deine Wünsche und deinen Alltag. Er will und wird gewisse Dinge in deinem Leben wie auf einen Schlag explosionsartig verändern. Hin und wieder sorgt Gott dafür, dass wir im Leben explosionsartig vorankommen. Das bedeutet, es geht nicht gemächlich von Level 6 zu Level 7 und dann zu 8, sondern eine göttliche Explosion bringt dich von Level 6 zu 7 und dann explosiv auf Level 64. Dieser Sprung ist dann so offensichtlich, dass alle in deinem Umfeld erkennen, dass es sich hierbei eindeutig um ein Wunder Gottes handelt. Wenn Gott dein Leben auf eine solch krasse Weise berührt, lässt er keine Zweifel mehr offen. Du solltest dich also schon allein deshalb nach einer solchen göttlichen Explosion in deinem Leben sehnen, damit deine Freunde, deine Arbeitskollegen und deine Familie von dieser Kraft Gottes mitberührt werden und anhand deines Lebens Gott erkennen. Ich kenne weder deine Nöte, noch deine Sehnsüchte und Träume, aber Gott kennt sie, denn er kennt dich. Er weiß genau, wann deine Treue die Explosion auslösen wird. Deine Herausforderung ist nur, in der Zwischenzeit den Glauben aufrecht zu erhalten und die Hoffnung nicht zu verlieren. Bleibe Gott und deinem Umfeld treu und diene im Kleinen. Aber erwarte auch die große Explosion. Lass nicht zu, dass Stimmen der Vernunft dir sagen, dass dies oder jenes nicht möglich sei, dass Gott dich nicht vergessen habe, dass Gott dein Leid nicht lindern wolle, dass Gott dich nicht weiterbringen wolle, weil du zu alt oder zu schlecht oder im Vergleich zu anderen zu unbedeutend seist. Das sind alles Lügen. Wenn wir diesen Lügen glauben, bringen sie uns weg von dem explosiven Segen, der auf uns wartet. Schenk diesen Lügen also keine Aufmerksamkeit. Nur so kannst du sicher sein, dass du den Glauben an Gottes übernatürliche Kraft nicht verlierst. Gott sagt im folgenden Vers, was passieren wird, wenn wir glauben, beten und hoffen. Ich selbst gehe vor dir her und beseitige alles, was dir im Weg steht. Die bronzenen Türen schlage ich in Stücke und zerbreche die eisernen Riegel. Ich liefere dir die verborgenen Schätze und die versteckten Vorräte aus. Daran sollst du erkennen, dass ich der wahre Gott bin, dass der Herr, der Gott Israels, dich beim Namen gerufen und in seinen Dienst gestellt hat. Jesaja Kapitel 45, die Verse 2-3. Wir alle erleben, wie sich in unserem Leben Berge auftürmen und Probleme und Nöte nicht zu verschwinden scheinen. Wünsche erfüllen sich nicht, Situationen verändern sich nicht zum Guten und Krankheiten werden nicht geheilt. Doch Gott hat uns eine unglaubliche Waffe zur Verfügung gestellt. Das Gebet. Durch unsere Gebete aktivieren wir die Kraft Gottes, die vor uns hergehen wird und alles zur Seite schafft, beseitigt und in die Luft sprengt, was uns davon abhalten will, unser Potenzial zu entdecken und unseren nächsten Segen zu erleben. Alles, was uns im Weg steht, Gottes Versorgung zu erfahren, wird aus dem Weg geräumt. Unsere Gebete setzen diese Kraft frei und zeigen uns die verborgenen Schätze, die noch auf uns warten. Spannend finde ich, wie diese göttliche Kraft in der Bibel genannt wird. Im Griechischen, der ursprünglichen Sprache des Neuen Testaments, heißt sie Dynamis und ist offensichtlich verwandt mit dem Wort Dynamit. Wir alle wissen um die Sprengkraft von Dynamit und was es alles aus dem Weg räumen kann. Genau diese explosive Kraft setzen wir frei, wenn wir glauben und beten. Dann geht Gott uns mit einer explosiv wirkenden Kraft voraus und sprengt unsere Berge. Nöte, Probleme, Krankheiten stürzen zusammen und geben uns den Weg frei. Jesus selbst sagt dazu in der Bibel: Jesus erwiderte: Habt Glauben an Gott. Ich sage euch, wenn jemand zu diesem Berg hier sagt, heb dich empor und stürz dich ins Meer, und wenn er dabei in seinem Herzen nicht zweifelt, sondern glaubt, dass das, was er sagt, geschieht, wird es eintreffen.
Darum sage ich euch, wenn ihr betet und um etwas bittet, dann glaubt, dass ihr es empfangen habt, und die Bitte wird euch erfüllt werden, was immer es auch sei. Markus Kapitel 11, die Verse 22 bis 24. Durch unseren Glauben an Jesus und durch unsere Gebete werden wir die Kraft, anders gesagt das Dynamit Gottes freisetzen und erleben, wie diese Kraft jegliche Hindernisse aus dem Weg sprengen wird. Darum bete, glaube, träume, hoffe, erwarte mehr von Gott und auch du wirst erleben, wie Träume wahr werden. Segen dein Leben treffen wird und du jeden Tag von Neuem die Größe Gottes in deinem und durch dein Leben sehen kannst. Gott liebt es, uns mit seiner Dynamiskraft zu begegnen. Denn wann immer er etwas für uns in die Luft sprengt, macht dies Riesenlärm, sodass er sich durch diese Wunder der Welt zeigen und offenbaren kann. Anhand der Wunder, die er vollbringt, werden alle um uns herum seine Größe sehen. Wenn irgendwo ein Haus in die Luft gesprengt wird, kriegt das schließlich auch jeder mit und es geht an keinem einfach so vorbei. Dieses Prinzip erkennen wir auch beim Volk Israel. Bevor Gott das Meer teilt und die Israeliten von ihren Verfolgern rettet, nachdem er sie aus Ägypten nach über 400 Jahren Sklaverei befreit hat, sagt er zu Moses über den Pharao: Ich werde ihn so starrsinnig machen, dass er euch verfolgen wird. Dann will ich an ihm und seinem Heer durch einen vernichtenden Schlag meine ganze Macht erweisen. Die Ägypter sollen endlich erkennen, dass ich der Herr bin. 2. Mose, Kapitel 14, Vers 4. Indem Gott das Meer für sein Volk teilte und danach dessen Feinde in den Fluten vernichtete, wollte Gott sich als mächtig erweisen. Er wollte sich offenbaren und alle erkennen lassen, dass er der einzig wahre Herr ist. Ein anderes Beispiel liefert Jesus, als er Lazarus, einen guten Freund von ihm, von den Toten zurück ins Leben holt. Die Menschen blicken ihn erstaunt an und fragen sich, was er da bloß tut, als er laut zu Gott spricht: Vater, ich danke dir, dass du mich erhört hast. Ich weiß, dass du mich immer erhörst. Aber wegen all der Menschen, die hier stehen, spreche ich es aus. Ich möchte, dass sie glauben, dass du mich gesandt hast. Danach rief er mit lauter Stimme: Lazarus, komm heraus. Johannes Kapitel 11, die Verse 41b bis 43. Es gibt noch viel mehr Beispiele der explodierenden Kraft Gottes. Fast immer, wenn Gott in der Bibel ein Wunder tat, ging es ihm auch darum, großen Lärm zu machen. Anders gesagt, er wollte all den Menschen, die zuschauten und es sahen, seine Größe und Macht offenbaren. Darum, wenn du betest und das Wunder noch nicht passiert ist, es scheinbar nicht vorwärts geht, die Berge sich einfach nicht bewegen wollen, bleib dran. Der richtige Zeitpunkt für die Explosion, durch die Gott seine Macht offenbaren kann, wird kommen. Gib nicht auf und halte an deinen Träumen fest. Denn wenn Gott etwas versprochen hat, wird er es auch erfüllen. Eines Tages wird Jesus von seinen Anhängern gefragt, wie man denn eigentlich genau betet. Spannend, was er zur Antwort gibt. Beim Beten sollt ihr nicht leere Worte aneinander reihen wie die Heiden, die Gott nicht kennen. Sie meinen, sie werden erhört, wenn sie viele Worte machen. Macht es nicht wie sie, denn euer Vater weiß, was ihr braucht, und zwar schon bevor ihr ihn darum bittet. Matthäus Kapitel 6, die Verse 7 bis 8. Interessant, wie Jesus ihnen sagt, sie sollen keine leeren Worte sprechen, so wie Menschen es tun, die Gott nicht kennen. Anders gesagt, wenn wir begreifen, dass Gott uns liebt, dass er unser himmlischer Vater ist, dass er immer unser Bestes will, für uns ist und ihn nichts davon abhalten kann, uns zu segnen und uns weiterzuführen, dann brauchen wir gar keine langen Gebete mehr zu sprechen. Wir müssen Gott nicht erst für uns gewinnen, ihn beeindrucken oder durch schlaue Sätze zum Staunen bringen. Das alles bringt nichts und ist nicht nötig. Gott ist unser Vater und er kennt uns. Mit dem Wissen, wer und wie er ist, aus unserer Identität in ihm beten wir anders. Glauben wir größer, vertrauen wir tiefer und bleiben wir gelassener. Unser himmlischer Vater weiß schon, was wir benötigen, bevor wir ihn um irgendetwas bitten. Wir sind seine Kinder und er ist immer auf unser Bestes aus. Darum, mach es beim Beten nicht kompliziert und mach dir keinen Gebetsstress. Sprich mit Gott über das, was dir auf der Seele brennt. Pflege deine Beziehung mit ihm.
Erzähle ihm ehrlich von deinen Gedanken, von deinen Wünschen, bete für andere Menschen, danke ihm für die Wunder, die du immer wieder erleben darfst, lade ihn in deinen Tag ein und alles andere wird sich wie von selbst ergeben. Es spielt keine Rolle, ob wir etwas in unseren Gebeten vergessen, nicht die passenden Worte finden oder nicht genauso beten wie andere. Wenn du betest, egal wie, setzt dies die Kraft Gottes in deinem Leben frei. Wichtig ist, dass wir überhaupt beten. Und dann kommen wir aus dem Staunen nicht mehr heraus. Denn Gott wird uns sogar viele Wunder schenken, um die wir ihn nicht einmal gebeten haben. Hätte ich nur bekommen, was ich in Gebeten formuliert habe, wären mir so viele Wunder und Abenteuer entgangen. Aber ich denke, weil ich Gott immer wieder für alles danke, ihn anbete, ihn ehre und versuche, ihn jeden Tag neu in meinem Leben einzuladen, durfte ich schon so oft erleben, wie Gott mir Wunder um Wunder einfach so zur richtigen Zeit schenkte und mir immer gab, was ich mir wünschte, ohne dass ich bewusst darum gebeten hatte. Gott erfüllte sogar Wünsche, von denen ich gar nicht wusste, dass ich sie hatte. Warum? Weil er als mein himmlischer Vater mich kennt. Und so kennt er auch dich. Durch deinen Glauben an Gott bist du sein Kind. Und als dein Vater wird er immer für dich sein und dein Bestes im Sinn haben. Lass mich noch ein Beispiel mit dir teilen. Vor ein paar Jahren beim Umbau unseres Saals, in dem wir unsere Celebrations, Gottesdienste feiern, war es an uns, einen Raumduft auszusuchen. Ich ging davon aus, dass dies eine schwierige Angelegenheit werden würde. Einen Raumduft festzulegen, das würde viel Zeit beanspruchen werden. Wir trafen uns mit dem Raumduftmann und noch ehe wir viel sagen konnten, setzte er sich und sagt ganz enthusiastisch: Ich habe eure Website angeschaut und so wie ihr als Kirche auftretet, gibt es für mich ganz klar einen Duft, der zu euch passt. Es ist ein Duft, den ich in einem Kleiderladen in den Straßen von New York gerochen habe. Einem trendigen Kleiderladen, den es übrigens fast auf der ganzen Welt gibt. Als ich eure Website anschaute, erinnerte ich mich wieder an diesen speziellen Duft. Doch da es ihn nicht einfach so zu kaufen gibt, habe ich ihn entwickeln und nachempfinden lassen. So kann ich euch jetzt den perfekten Duft für euch und eure Kirche vorstellen. Dann hielt er mir eine Duftflasche unter die Nase und ich fiel aus allen Wolken. Was der Mann nicht gewusst hatte, dies war genau mein Lieblingsduft. Von dem Kleiderladen, der auch mich inspiriert hatte, überhaupt davon zu träumen, mal unsere Räume beduften zu lassen. Ich schaute ihn an, konnte meine Freude nicht verbergen und es war, als wenn mein himmlischer Vater mich durch ihn anlächelte und sagte: Könu, ich kenne dein Herz. Ich kenne deine Wünsche. Ich habe diesen Mann dazu bewegt, diesen Duft extra für euch kreieren zu lassen. Aus der erwarteten endlos langen Duft-Test-Session wurden 10 Minuten und der Raumduft war definiert. Wahrscheinlich ist diese Geschichte für dich nicht so weltbewegend, aber für mich war dies ein unglaublicher Liebesbeweis meines Vaters im Himmel. Ein Beweis, dass Gott wirklich weiß, was ich brauche und mir immer zur richtigen Zeit geben wird, was ich benötige, mir immer wieder jegliche Hindernis aus dem Weg räumen und mir die richtigen Türen zur richtigen Zeit öffnen wird. Warum? Weil ich sein Kind bin und ihn anbete. Darum bete, egal wie, egal wofür, egal wie lang, egal wie gut deine Gebete formuliert sind, fang an zu beten. Danke deinem Vater im Himmel, lobe ihn, leg ihm all deine Anliegen und Wünsche hin. Lade Gott jeden Tag wieder ein und allein schon deine Haltung des Gebets wird die göttliche explosive Kraft in deinem Leben freisetzen und deine Berge und Hindernisse aus dem Weg räumen. Gott wird sich durch dein Leben offenbaren und anhand des Lärms, der durch das explosive Wunder entsteht, werden die Menschen um dich herum Gottes Größe und Macht anerkennen. Zusammen mit Jesus Christus hat er uns vom Tod auferweckt. Und zusammen mit ihm hat er uns schon jetzt einen Platz in der himmlischen Welt gegeben, weil wir mit Jesus Christus verbunden sind. Bis in alle Ewigkeit will er damit zeigen, wie überwältigend groß seine Gnade ist, seine Güte, die er uns durch Jesus Christus erwiesen hat. Noch einmal. Durch Gottes Gnade seid ihr gerettet, und zwar aufgrund des Glaubens. Ihr verdankt eure Rettung also nicht euch selbst. Nein, sie ist Gottes Geschenk. Sie gründet sich nicht auf menschliche Leistungen, sodass niemand vor Gott mit irgendetwas groß tun kann. Denn was wir sind, ist Gottes Werk.
Er hat uns durch Jesus Christus dazu geschaffen, das zu tun, was gut und richtig ist. Gott hat alles, was wir tun sollen, vorbereitet. An uns ist es nun, das Vorbereitete auszuführen. Epheser Kapitel 2, die Verse 6 bis 10.